Danes bomo pa tale mašalen voz pogledali. Samohoden, ima bolj kompaktne variante, 14-kubičen triolet. Triotrak M. To ni nizozemska firma in je tudi Nizozemc sem le dol prišel, da bom jih pokazal, no, kako pa kaj. Njem pa malo posnel. Smo pa tlele v Praprtem polic, pri Bauoh, bo en voz namašal. Evo ga že odpira. Tle mora biti to za poudariti, da je sistem nalagana malo drugačen. Ima tole vetrnico spodaj, po večini imajo spredi frezo, pa trak, da to nazaj meče, tam pa žage, purine not. Vetrnica se takole vrti, pa tam le lopota dvihne, da je pol že vrže. S tem pa pridobi tudi malo na višini, da je nižji, da je bolj kompakten. Tudi zavija se tale na vse 4, sicer to je opcijsko. Ta prve kolesa zavijajo, ta zadnje zavijajo, tudi na ta zadnji je pogon. Glede izmeta je pa tudi opcija. Ali je takole trak zadaj, ali pa imaš loputo pri straneh. Tle eno, pa na u stran eno. Pa tudi majhen krajša varianta pride. To je čisto na hitro majhen šel kolega, se pa še majster malo več povedal. Zadaj ga pogana dizel, 4-cilinderski motor, 175 konjev ICB. Pogoni, sem pozabil povedati, je hidrostat, vse prek hidravlike. Evo, aksa takole. Das Einigste, was der Fahrer macht, ist oben an der Silo entscheiden, wie viel das haben möchte. Ist das nur so wenig, schneiden wir ganz wenig. Oder will er 20, 30 cm, 40 cm tief schneiden. Wie gesagt, er kann das in Platte oder den Boden nicht erreichen mit das Messer. Ist nicht möglich, ganz wichtig. Ganz viele Kunden haben Angst dafür, dass sie mit das Messer hier am Boden oder an die Platte kommen und dann alles kaputt machen. Nicht möglich. V glavnem obstajata pa dva modela. Dajte malo, 14-kubičen, te drug, te velik. Brat od njega je pa 17-kubičen. Pa tale freza. 1,85 m ima širino odreza, v višino gre pa praktično rekel, no, da 4 metre v višino, kar reže dol. Kabina se tudi dvigne, lik zaradi tega takrat, kar reže, da mu naleti kele spodaj, da mu naleti pošaj pa po kabin, jo dvigne, da lepo not pobira. Plus to, da bolj vidiš. Je tudi hidravlično zmaten. Tlele not se mu nek skrivajo, če kaj videl. Evo, kako na stran. Cilindra. Leti pa mislim, da ne 35, če sem ga prav zastopil. Tamle so tudi luči prav, da je opcijsko se da namontirati, da se fajn vidi. Špegle ima tudi elektronske, to se pravi, se jih da zapre, da se jih štelati. Sploh vzilo za ponovati so tiste stene pa to, da jih zapre, da jih ne odbije. Aber wenn wir das vergessen, kann er immer noch. Tale sistem s tole vetrnico pa žagam. Prav, da kot prvo je manj vzdržvanak, pa strakam pa zunimo. Je tudi snej izvedba. Plus to, da več kompaktnost dobiš. Band hat, ja, sind auch viele drehende Teile. Ein Band an sich ist auch etwas teurer. Rotor ist ganz einfach. Es ist Stahl. Verschleiß ist sehr, sehr wenig und er läuft ziemlich langsam eigentlich. Er drückt das Futter weg. Rekel tudi, da vse telekomande, to se pravi nože, tista vetrnica, polšnot, v glavnem vse, kar se vrti, se da tudi štelati s potenciometrom oziroma na računalnik not nastavljaš brzino. Tole kontranož, da ima oblinzano, da bolj riže. Diese Band von Triolet ist Meter breit, so der kann richtig Futter bearbeiten. Das heißt, ich habe jetzt auch den Ausdosiertür begrenzt auf 60%, weil wenn ich den 100% öffne, dann muss ich mit 20 km/h durch den Stall fahren. Da muss man richtig Gas geben. Evo, dostop do motorjev pa hidravlike. Zgleda kar dostopno videti. Hier sehen wir den Motor. Zentralschmierung, nicht serienmäßig, aber hier auf die Maschine auch. Und da sehen wir den Hydrauliktank. Der Hydrauliktank hat nur 85 Liter. Und das ist ein Riesenunterschied mit unseren Kollegenherstellern. Kollegenhersteller, die mit einem anderen System, mit den Fräsen arbeiten, wenn die Grassilos 3, 4, 5 Meter hoch sind und die müssen richtig ein paar Mischungen machen, dann wird die Öl richtig erwärmt, weil die muss richtig Kraft überbringen. Kraft überbringen kostet selbstverständlich Diesel, Diesel kostet Geld. Aber das ganze Verschleiß am Hydrauliksystem ist auch höher. Weil wir das Ladesystem mit einem Messer haben, wird der Öl nicht so warm. Intercooler, Wasser, Kühlwasser und hier sehen wir unsere Hydraulikkühler, auch wieder die gleiche Geschichte wie beim Hydrauliktank. So pa tudi takse, pa določen del od ICB-ja, no. Veliko je tle ICB-ja vključenega not. Evo pa takle polšnot. Mislim, da je debelina 25 mm. Glavno 2 cm pa pol. Da se ne znuca kuj. Prav pa tudi je opcija Rosfrej, pa je še okoli navariti na robove. Evo, da je pa dedati za laufo. V glavnem, ta prvo krmila na stresu, ima že tam le prištimane, v kar s traktorjem jih dal. Štelermo. Pa gremo pa v kup. Evo, kva fan zavija z obima. Pa si hod.
Je pa dolžina od začetka do konca približno 8 metrov. No pa še malo notranjost, kako to zgleda. Malo drugačka traktor je. Imaš pa tudi le admerter, naprej nazaj, hidrostat, tako sem že rekel. Tale je ekran za kamere, kar jo hemo pa še pogledati, bo kaj prižgal. To se kar se tiče vage, da namešaš obrok. Ta pa kar se tiče motorja, pa hidravlike pa teh zadev. In več ali manj se upravlja s tem joystickom. Die Maschine ist jetzt abgesenkt. Wenn wir fahren wollen, müssen wir die Maschine heben. Das machen wir hier mit dem Scroll, aber an der Hinterseite haben wir noch eine extra Sicherheitstaste. Wenn wir den drücken und der Lenker Scroll hoch, hebt er die Maschine. Im Prinzip steht er, wenn er gestartet wird, auf Allradlenkung. Wir können für Straßenfahrt der Maschine umschalten nach Zweiradlenkung und dann läuft er bis an 35 km/h. In der Silo können wir dann auch noch umstellen nach Rundegang. Dann können wir die Maschine in 2 Meter rückwärts fahren, vor den Silo versetzen, wenn da nicht genug Platz ist oder sowas. Hier haben wir die Spiegelbügelverstellung für die rechte Seite. Wenn wir am Silowand das Futter wegholen wollen, müssen wir den Spiegelbügel einklappen und hiermit können wir den einklappen und wieder zurücksetzen. Hier haben wir noch die optionale Extra-Kameras, Rückfahrtkamera, hier eine im Behälter und hier noch einer rechts oben an der Austragband. Selbstverständlich können wir das im Spiegel auch sehen, aber hier die Kamera hilft uns damit. Mit der schwarzen Taste gehen wir zum Ladeprogramm und da können wir alles einstellen. Motordrehzahl, Schneckendrehzahl, Rotorgeschwindigkeit, Messergeschwindigkeit und wenn wir das ändern wollen, zum Beispiel das Schneckendrehzahl, wir wollen nicht mit 28 Umdrehungen pro Minute fahren, aber wir wollen mit 30 oder 35 oder 40 Umdrehungen, was man auch haben möchte, maximal 45 Umdrehungen. So können wir das einstellen und so wird es auch gespeichert. So für jede Ration können wir das ideal optimal einstellen. Motordrehzahl beim Laden ist ungefähr 1750, mehr brauchen wir nicht. Wir sehen hier am Blau umleuchtet zeigen von der Schnecke, wenn wir dann mit der blauen Taste drücken, stoppen wir die Schnecke und wir sehen hier auch im Display, dass er langsam steht. Der Rotor ist hier grün umleuchtet, so mit der grünen Taste starten und stoppen wir den Rotor. Jetzt hören wir auch, dass der Rotor jetzt läuft. Messer, Schneidmesser vorne, rot umleuchtet, rot. So mit rot, grün, blau, rot, grün, blau wird alles gestartet. Wenn wir an rechter Seite ausdosieren wollen, können wir die Geschwindigkeit auch noch ändern. Sie ganz langsam für einen schmalen Stall langsam ausdosieren oder richtig Gas geben und dann schmeißt ihr das 2 Meter weg. Na, wir können die Schnecke laufen lassen mit 25 Umdrehungen, aber mit 25 Umdrehungen wird er nicht leer. Für die letzten paar Kilogramm lassen wir die Schnecke schneller drehen. Er läuft dann, wir können es jetzt schon fühlen an der Maschine und hören. Sehen. Dann läuft er bis an 55 Umdrehungen und dann wird er auch 100% leer. Motordrehzahl bleibt gleich, so wir stehen nicht Vollgas im Stall Diesel zu verbrennen. Motordrehzahl bleibt niedrig, so wir sparen nur Diesel, ist nicht so laut. Wir bedienen alles mit dem Joystick, wenn wir im Ladeprogramm sind. Ich hebe mal die Kabine. Pass auf. Ja. Jetzt nicht da absteigen. Wenn wir beim Silo sind, senken wir die Maschine ab, fahren wir unter den Silo oder den Rundball oder Mais oder Gras, was man auch laden will. Wir heben mit dem Joystick den Arm und das Einzige, was der Fahrer machen muss, ist entscheiden, wie tief, wie viel das er schneiden will. So, wollen wir nur ein paar Zentimeter schneiden oder wollen wir richtig 20, 30 Zentimeter tief schneiden? Das machen wir mit dem Joystick, können wir das entscheiden. Wir aktivieren dann Rotor und Messer wieder, entscheiden, wie tief wir wollen und dann drücken wir den Joystick nach vorne und dann geht der Arm nach unten. Maximale Geschwindigkeit, Vollgas, bis er nicht weiter geht. Ich kann drücken, bis er nicht weiter geht. Der Zylinder ist jetzt am Ende, weiter geht er nicht. Und dann ziehen wir das Futter ein und dann geht das über den Rotor im Milchbehälter rein. Und so laden wir dann alles. Wenn wir da fertig sind mit Laden, lassen wir die Kabine wieder runter. Und so fahren wir dann zum Stall.
Zdaj pa fletna pobira, Bauh mu je naročil, koliko kil more kakšen ga dati not. Zdaj pa gre, krmila ima, slamo ima, da gre pa v travno silažo. Da moram dober posnetku po zadnji, tista pol žmot bačne. Evo, zdaj se bomo bolj vidi. Bomo se kaj zmanili. To se pravi, če zaputamo podaja. Evo, tudi kad pa v špične nazaj vrš tam od požoka, ampak zgleda, da je kar dober sistem. Evo, zdaj pa še koruzna. To na 400 koruzne. Hvala to hitriže, no. To je tik tak odbit. Tamle sicer ma ven pluje, ampak se boj pa bo žoka not. Je pa tle tudi opazna razlika. To se pravi, tale ima nože. Veliko teh vozov imajo pa frezo. Tole je odrezan z nožem, je brez cofov. Tlele pa vidi, da se cufa. In tudi po tleh se pozna. Tlele pač odbije do konca, material ven potegne, da pa se voda napravi, da bi dež padal. Tlele, če bo s nožem odrezan, lepo uteče naprej. Tlele, ker bo pa sfrezan, steče dol na kup voda. To se pravi, na tlele se že dele pozna. Ima tak zmohten pa to. In to pač pomeni, da se greje bakterije kakorkoli. In ti, ko pa drug dan to not pobral, imaš cel voz teoretično to pa in nota. Evo, že meša. Že meša. Sta pa videli izbimbe, 14 pa 17 izbimben na enega polža. Na dva polža so pa pol več. Mislim, da je rekel, da do 32 kubične vozove dedivajo. Zdaj pa je druga izvedba. Evo, mukice že čakajo. Čakajo južno. Največer zmatene. A bo v redu, bo? Bo, a ne? Da vidimo, če je not ostal. Sprazno, v medu. 3 tone 200 je namešal, za približno 60 krav, da pa še za talice.
predstavitve, pa mešana, pa prikazal je, da je konc. Tako da jaz sem tle zaključil. Če pa še kakšen kak je več zanimal, se pa obrnite kar na Romaxa. Živ!